Ja, herzlich willkommen zu diesem Regio-Talk hier aus Chur, aus der Gemeinde Fokus C, wo wir einen weiteren Jubiläumsanlass von LiveNet hier haben, draussen in den Regionen. Eben im Kanton Graubünden sind wir heute unterwegs, eine Region, wo wir auf dem Herzen haben, auch in den nächsten Jahren mehr und mehr aktiv zu werden. Und wir wollen heute ein bisschen erfahren, ja, wie ticken denn die Bündner einerseits vielleicht ein bisschen und wie können wir ihnen dienen, wie können wir ihnen auch das Beste sozusagen geben und weitergeben, auch der Stadt und Region Bestes suchen als Christen sozusagen, als Teil in dieser Region. Und wie könnte vielleicht LiveNet dort eine Rolle drin spielen? Da begrüße ich herzlich den Edi Wäffler, der Präsident der Evangelischen Allianz von Chur, und der Vinci Carillo nebendran, der Leiter von Athletes in Action und von des Klosters und ist seit kurzem dort auch als Kommunalpolitiker tätig, gewählt worden in ein Exekutivamt. Und der Sascha Ernst, der ist Evangelist, Projektleiter bei AVC, also der Urbündner eigentlich in der Runde, könnte man sagen, der im Engadin lange Zeit auch Gemeindebau gemacht hat und tätig ist in diesem Bereich. Ja, wenn ich die Frage mal so in die Runde werfe, was heisst das für euch, der Stadt und Region, eurer Heimat sozusagen zu dienen als Christen? Was kommt euch da als erstes in den Sinn? Edi Wäffler, wenn ich dir mal die Frage darf geben. Mir ist sehr schnell bewusst worden, als ich ins Bündnerland bezogen vor 36 Jahren, dass ein wesentlicher Teil ist, Beziehungen aufzubauen. Nur wenn der Bündner Vertrauen hat in die Person, kannst du überhaupt so etwas in Bewegung setzen. Ohne das geht es nicht. Sonst bist du ein Fremder von aussen. Und wenn du noch Christ bist und nicht Freikirche bist, dann bist du sowieso in einer Sekte. Ist völlig klar. Ich war Campus für Christus und bin folgedessen in einer Sekte. Und da hast du keine Chance. Und das hat schon mit dem zu tun, einfach so von der Gegebenheit von diesem ganzen Kanton. Also, dass es in den Alpen und so, oder das ein bisschen heterogene, 3 Sprachen, also, ich weiss es nicht, oder was? Das Ländliche? Ja, ich bin jetzt noch nicht so in den Bergen, also Domatems, das ist der viertgrösste Ort im Kanton. Aber die wirklich Einheimischen, an die herzukommen, das ist nochmal ein anderes Kapitel. Ja. Aber was der Grund genau ist, weiß es nicht. Aber eine Geschichte der Bündner. Ja, dann fragen wir einmal in diesem Fall gerade Sascha Ernst. Wir haben nämlich im Vorfeld auch ein bisschen darüber gehabt, oder? Es ist interessant, ich habe als Chur mit Bahnen noch sonst geredet, mit dem Heilsarmee-Vertreter zum Beispiel, oder auch vom ICF, der Pastor, von der grössten Kirche hier, ist auch nicht eigentlich ein Bündner ursprünglich. Hast du ein bisschen Erklärung oder auch zu beiden Aspekten, die wir jetzt schon ein bisschen darüber hatten, wie man den Bündner eben muss gewinnen muss, sozusagen? Ja, Erklärung, ich weiss nicht, ob es wirklich eine Erklärung ist. Es ist vielleicht mehr, dass das Umfeld und die Region oder die Berge, glaube ich, die prägen dich auch. Und gegenüber Neuem, was kommt, ist man grundsätzlich einfach ein bisschen suspekt. Aber ich bin ja eigentlich, als Engadiner bin ich im Engadin aufgewachsen. Ich bin kurze Zeit im Unterland, bin wieder zurück aufgegangen. Ich bin zwar ein Einheimischer gewesen, aber mit dem Thema Jesus bist du eben gleich völlig neu gewesen, weil das ist im Unterland so langsam so ein bisschen am Durchsickern gesehen, dass Freikirchen nicht kategorisch einfach Sekten sind. Aber das ist bei uns hier oben ab 1100 Meter, 1200 Meter oder aufs Zu, 1700 Meter ist es noch nicht durchgekommen. Und sobald du offen über Gott geredet hast, bist du einfach mal kategorisch ein bisschen tendenziell ein Sektierer gewesen oder wirklich der Sektierer. Und wir haben einfach viel, wie es Edi gesagt hat, viel Vertrauen müssen aufbauen. Natürlich ist mir zuvor gekommen, dass ich Romanisch geredet habe. Sie können mit den Leuten austauschen. Sie haben gewusst, ich bin eigentlich einer von ihnen, aber ich trage ein Thema mit mir wo sie konstant auf Glatteis sind. Und es braucht einfach viel Zeit und Vertrauen, um dann einmal mit den Leuten ein bisschen Tacheles reden. Okay. Vinci Carillo, wenn wir von dir her auch noch ein bisschen hören, noch nicht gerade so lange im Bündnerland daheim, des Klosters, von St. Gallen hergezügelt, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Wie erlebst du das so ein bisschen, jetzt der Kontakt auch mit den Einheimischen der Region
ihr seid, Klosters? Es ist ja so, dass Klosters schon ich aus jungen Jahren schon immer wieder besucht habe, selbstverständlich zum Skifahren und ist auf der Piste gewesen. Natürlich ist das ein Ort gewesen, wo ich schon mindestens eine emotionale Beziehung hatte. Und dann natürlich dann auch durch die familiäre Beziehungen, auch sicher durch meine Frau, die da oben verwurzelt ist, hat es dann einmal eine neue Dimension angenommen. Aber auch dort mehr aus einer Perspektive, man kommt für ein Wochenende und dann ist man dann unter der Woche irgendwo anders daheim. Und wenn man dann aufzieht mit der ganzen Familie, dann kommt das eine neue Dimension über. Ich habe jetzt auch die Zeit, wo wir hier oben wohnen, eigentlich sehr gut erlebt. Also auch die Menschen um uns herum, wo man begegnet. Es ist ja nicht so, dass wir und sie sind, sondern das gibt ja dann ziemlich schnell eine Symbiose durch das, was man macht oder durch das, wo man verknüpft ist, Schule und Kindergarten und Interessensgebiet, wo sich dann miteinander vermischen. Und es ist nicht, da ist eine Partei und da ist nochmal eine andere Partei, sondern das vermischt sich. Also ich habe es so erlebt, es vermischt sich recht gut. Und für mich ist schon immer auch ein Anliegen gewesen, dass ich bin, so wie ich bin. Und ich verstelle mich auch nicht. Und ich glaube, die Menschen, die mich kennenlernen, erleben mich so, wie ich bin. Und das dünkt mich etwas, wo mir geholfen hat, mich auch irgendwo in eine bestehende Gemeinschaft, was es dafür definitiv ist, irgendwo auch zu integrieren. Mhm. Ja, und ein sehr aktiver Schritt dorthin ist ja jetzt, dass du kandidiert hast eben für ein Amt in der Gemeinde, wo man natürlich immer Leute sucht und jetzt auch als Christ in diesem Sinn wahrscheinlich gespürt hast, das ist auch ein Teil, den ich investieren kann in meiner Ortschaft, wo ich vor Ort lebe. Natürlich, das ist jetzt auch ein Teil vom Ganzen. Ich bin auch an anderen Orten engagiert und das ist jetzt sicher etwas, was jetzt neu dazugekommen ist. Und du hast gesagt, Politiker, ja gut, vermutlich nimmt man das so. Aber ich bin ja jetzt auch zuerst mal gewählt worden. Gratuliere übrigens zu dieser Wahl. Wie heisst das bei euch? Bei uns ist das der Gemeinderat, wenn das Exekutivamt, bei euch heisst es ein bisschen anders, gell? Ja, bei uns gibt es den Gemeinderat, das ist die Legislative, ja. Und der Gemeindevorstand, das ist die Exekutive. Ja. Und dort bin ich reingewählt worden jetzt vor kurzem und bin jetzt eben in dem Status von gewählt, also wie sagt man, Gemeindevorstand elect, würde man das so jetzt benennen. Also die Periode fährt erst dann im Januar. Mhm. Genau. Okay. Und was heisst für dich, mit der Ausgangsfrage zurück, eben wirklich das Beste suchen für deine Region, für da, wo du lebst? Für mich heisst das, dass jetzt gerade jetzt auch im Hinblick auf das, was wir vorher geredet haben, jetzt für das, was dann im Januar anfängt, ist das Wohl von der Bevölkerung und von den Menschen, die in Klosters wohnen, dass das vor meinen Augen ist und das mich soll anleiten, für all das zu entscheiden oder etwas zu behandeln, was zum Wohl dient von der Bevölkerung, dass sie an dem Freude hat, dass sie in den Entscheidungen, die getroffen werden, mir auch klar ist, dass man dann nicht den allerletzten glücklich machen können, aber dass der Entscheid ein weiser Entscheid ist oder etwas auch eine weise Herangehensweise werden sie, dass die Menschen eine Freude haben an dem, was wir machen und aber auch, dass sie dürfen Vertrauen gewinnen in unsere Handlungen, die wir werden dann machen. Das bedeutet das für mich. Okay, merci vielmals. Edi Wäfler, wir wollen gerne auch noch ein bisschen erfahren, wie es hier auf Platz Chur jetzt aussieht, in der Evangelischen Allianz, wo du Präsident bist. Wie geht es der Gemeinde auch gerade jetzt in diesem verrückten Jahr, wo wir uns drinnen befinden, noch mit dieser Pandemie? Was erlebst du da? Also erstens möchte ich sagen, seit der Dent, als ich bei euch kam, oder deine Geschichte, hat sich die Situation völlig verändert in der christlichen Szene. Ja, in welchem Sinn, ja. Oh. Dass die Freikirchen akzeptiert sind und man zum Teil auch zusammenarbeitet. Ja.
auch in den Tälern draussen, und nicht ganz allen Orten so glücklich. Das kommt immer auf die Fahrperson drauf an. Jetzt zu Chur zu kommen, ich denke, wir haben eine gute Allianz, die wirklich miteinander unterwegs ist. Nicht jetzt nur einfach so, die Gottesdienste, die wir feiern miteinander. Also Beispiel, wir haben im Anfang, als wir Gottesdienste gefeiert oder einen Gottesdienst gefeiert als Allianz, ist es so gewesen, dass jeder seinen Gottesdienst noch hatte. Und das war der nächste Schritt, dass man gesagt hat, einen Allianzgottesdienst, da lassen wir die Gottesdienste ausfallen und da ist an einem Ort. Das war schon ein ganz gewaltiger Schritt in der Entwicklung. Und jetzt die Situation, die wir im Moment haben, muss ich sagen, wir haben immer auch als Allianz gesehen, was wir geplant haben, das machen wir mit den gegebenen Umständen, die wir berücksichtigen. Aber wir warten jetzt einfach, wir gehen darauf her und wenn es dann halt zugeht, das haben wir erlebt beim ersten Lockdown, wirklich im letzten Moment ist es abgesagt worden, dann ist es so. Und jetzt haben wir gerade vorletzten Sonntag, ja, ich glaube, es war vorletzten Sonntag, haben wir Allianzgottesdienst gefeiert miteinander. Und da haben wir, hier innen war Zeitaufnahme und dann sind die in verschiedenen Gemeinden übertragen worden, wo sich dort die Leute treffen konnten. Weil wir ja nicht mehr als 50 Personen haben können. Und einfach das Vorbereitungsteam, das da dran war, hat wirklich vorwärts geschafft. Oder? Was gibt es für Möglichkeiten? Oder heute Abend haben wir ein Allianzgebet. Und das haben wir in der Kommanderkirche, wo wir gut Platz haben. Und das stellt mich auf, dass man sagt, jetzt braucht es. Wenn braucht es das Gebet? Sicher jetzt. Und dass wir nicht dort einfach Türen zutun und sagen, ja, jetzt haben wir die Situation, sondern kämpft nach vorne. Ja, wir könnten ja auch passiv werden jetzt in der Situation. Aber genau. Ja, es gibt viele, die jetzt sagen, ausser dem kirchlichen Rahmen, jetzt können wir wieder nicht zum Beispiel die Turnstunden machen, jetzt hören wir auf damit. Oder? Das finde ich tragisch. Okay. Danke vielmals, Eddie Wäffler. Und jetzt nimmt mich natürlich Wunder, dort auch ein bisschen anzuknüpfen, oder? Wie die beiden anderen das Jahr jetzt so erlebt haben. Bei dir, Vinci Carillo, weiss ich ein bisschen, Athletes in Action, eine Sportlerorganisation mit Camps, dass die Leute auch zusammen in ihrer Unterkunft oder so, ist alles wahrscheinlich auch sehr kompliziert gewesen, das 2020. Wie hast du das erlebt? Ja gut, das ist natürlich so, dass wie viele andere auch ganz schwieriges Jahr war, herausforderndes Jahr. Was es jetzt mit Athletes in Action anbelangt, unser Lockdown war nicht 3 Monate gewesen, sondern es 5 Monate hat gedauert, weil wir darüber hinaus ja auch schon müssen, Aktivitäten absagen und darum sind wir da fast ein halbes Jahr eigentlich stillgestanden und das war eine Herausforderung gewesen, nicht zuletzt auch, um auch unsere ganz viele freiwillige Mitarbeiter, die dafür verantwortlich sind, dass das stattfinden kann, was bei uns stattfindet, dass wir mit ihnen einen engen Kontakt haben und dass wir sie auch ermutigt und gestärkt haben durch die Zeit, wo wir drinnen gestanden sind, ja nicht gewusst haben, wo wird das einmal enden, dass wir da auch Hoffnung und Zuversicht können ihnen zusprechen und mit ihnen den Weg zu gehen. Es hat auch interessante Aspekte gehabt, trotz allem. Ab dem Moment, wo wir wieder dürfen, unsere Aktivitäten starten, gerade auch mit Spitzensportlern zusammen. Dort haben wir festgestellt, dass die Letzten, die sie erwartet haben, sind wir, die schon jetzt über Jahre immer einen regelmäßigen Kontakt hatten, dass sie uns haben dürfen sehen und treffen, gerade auch viele Menschen aus dem Ausland, die in die Schweiz kommen für ihre Trainingseinheiten, dass sie uns
haben wieder trotz den Umständen, die nicht einfach sind, dass sie uns wieder sehen können. Und das hat eine ganz neue Beziehungsebene können eröffnen, wo einfach etwas Neues entsteht, da, wo wir auch sie haben dürfen ermutigen, ihrem Sportler sein, weil ganz viele von den Sportlern, wo wir jetzt auch im Gespräch sind viele, die nicht wissen, wie es weitergeht, weil ihre Meetings und ihre Sportveranstaltungen reihum immer wieder abgesagt werden und nicht wissen, was ist ihre nächste Challenge, wo sie können ihren unter Beweis stellen, was sie wirklich können und sich messen mit anderen. Und das ist jetzt etwas, was ja, noch weiter andauert und sie auch nicht wissen, wohin das Reis geht. Ja, es ist jetzt schön, euch zuzuhören, oder? Weil man merkt eigentlich, es kann nicht sein, dass man sich ins Schneckenhäuschen zurückzieht, sondern erst recht jetzt einfach auch präsent ist und nicht irgendwie angstgesteuert fast ein bisschen wird, oder? Auch als Christ. Und ich glaube, da kann ich super auch überleiten zum Sascha Ernst hier wieder, weil der hat ja auch durch die Tätigkeit bei AVC, oder, den Blick natürlich weit über unsere Landesgrenzen raus, was passiert bei verfolgten Christen, bei Notleidenden, die ihr euch einsetzt, die ihr mit Projekten überall dran seid. Erzähl uns doch einmal ein bisschen auch aus deinem Alltag, aus deinem Erleben in diesem Jahr, wo wir jetzt drin stecken. Ja, also ist wirklich ein verrücktes Jahr, vielleicht wird es noch verrückter, wir wissen es nicht. Aber was wir erlebt haben, ist schon in Ländern draussen natürlich, dass die Leute plötzlich angefangen haben anklopfen, weil sie durch den Lockdown schlichtweg nichts mehr zu essen hatten. Und das ist das, was ich schwierig finde. Du hast durch den Lockdown, durch die Folge von Corona, hast du 1,6 Milliarden Menschen, die direkt in die Not, in die Armut, in den Hunger und zum Teil in den Tod hineingetrieben worden sind. Wir haben gerade vor 2 Wochen einen Mitarbeiter von uns kommt zurück aus Indien und sagt, es ist verheerend, in Indien hat es Familien, die gehen kollektiv in den Suizid, weil sie nicht verhungern wollen. Oder? Wir haben, und das ist meine Herausforderung. Wir sind als AVC ein Werk mit etwa fast 9 Millionen Franken Spendeneinnahmen, mit arbeiten in 34 Nationen, mit x Dutzenden von Projekten in Kriegsländern bis runter auf Jemen. Und du musst mit dem Geld säuferlich umgehen. Und jetzt plötzlich die Not da und die Not dort. Und haben dann aber auch gemerkt, dass mit diesen Spenden und Solidarität der Schweizer Christen ist massiv gewesen. Sie haben gemerkt, die Leute auch außerhalb der Schweiz sind in einer grossen Not. Also unsere Spendeneinnahmen haben angefangen zuzunehmen und haben nachher können die Gelder dann schlussendlich dort abschicken. Im Sudan haben wir Teams, die gehen von Dorf zu Dorf, von Hütte zu Hütte und erleben und kommen zu Menschen her, die haben sich schon darauf eingestellt, sie werden jetzt gottsjämmerlich verhungern und dann kommen sie mit einem Essenspaket für den nächsten 1-2 Monate und so haben die überleben können. Oder im Norden von Indien, in einem Christenverfolgungsgebiet, wo Christen massivst unterdrückt worden sind, weggesperrt worden sind, enteignet worden sind, zum Teil umgebracht worden sind Christen diejenigen gesehen mit diesen Tausenden von Euro, die man aufgeschickt hat, haben sie angefangen, Essensrationspaket zu machen, Reispaket und unter der Aufsicht der Polizei, wohl gesagt, sind sie 3 Kilometer hintereinander angestanden und haben ihren Sack Reis genommen. Im Reis drinnen hat es noch eine Bibel drin gehabt, als sie den Reis auspackt haben, haben sie gesehen, diejenigen, die sie vorher verfolgt haben, das sind die ihnen helfen zu überleben. Und so ist etwas, das ist in diesem Punkt dort ist es wirklich passiert, dass von Verfolgung ist fast ein bisschen zu erwecklichen Zuständen gekommen. Die Leute haben sich angefangen hinterfragen, haben aufgehört, Christen verfolgen, haben angefangen, ihre Leben zum Teil Jesus zu geben. Aber das ist natürlich mit dem, was passiert ist, es ein Tropfen, vielleicht ein paar Tropfen auf den heißen Stein gewesen. Und das ist schwierig. Aber dort hat man können wirklich sagen, suchen der Stadt und der Region Bestes. Sie haben mit humanitärer Hilfe, mit praktisch gelebter Liebe, mit dem, was Jesus uns vorgemacht hat, haben sie wirklich feurige Kohle auf die Häupter geschaufelt. Und das hat schlussendlich die Herzen geöffnet. Und dann haben sie das Evangelium sehen. Und so sind ganze Sippschaften sind zum Glauben gekommen, ganze Dorfgemeinschaften in Afrika, die das Leben Jesus gegeben haben. Also die Krise nicht ausnutzen, aber doch in der Krise Hoffnungsträger sein und das Evangelium endlich Hand und Fuß werden lassen. Das ist das, was man im Ausland sehr, sehr praktisch machen kann man auch bei uns, aber dort geht es wirklich um Leben und Tod. Ja. Wow. Halleluja. Ja, das ist stark. Und wenn man jetzt eben, du sagst es, das kann man dort machen, eure Leute vor Ort machen dort so wertvolle Arbeit, man kann das unterstützen.
Was denkt ihr, was ist sonst noch angezeigt, jetzt für uns auch als Christen in dieser Zeit, in der Schweiz, im Wohlstand, wo wir ja drinnen leben, nach wie vor eigentlich. Also. Das ist das Perfide im Wohlstand, was heisst, der Geist von Gott der Geist Gottes wird erlöscht oder unterdrückt, weil man der Sorge vom Alltag nachgeht oder weil man der Versuchung vom Wohlstand erliegt. Und da sind wir ja höchst gefördert als Schweizer. Aber ich will es so anschauen, wenn ich bin vor Jahren im Unterland am Arbeiten gewesen, sitze im Auto und habe so ein starkes Drängen von Gott, wo man sagt, kündige deine Stelle und gehe zurück auf ins Engadin. Und ich fahre etwa noch eine Viertelstunde, rufe meinem Chef an und sage, ich kündige und gehe zurück ins Engadin. Und dann habe ich gedacht, wenn Gott schon sagt, ich will dich dort oben brauchen, um das Evangelium zu streuen, bin ich mit dieser Erwartungshaltung aufgegangen. Ja, jetzt fährt sich dann links und rechts, wenn sich die Leute anfangen bekehren und dann tun wir lebendige Gemeinschaften gründen in all den Talschaften, von Bergelb, Buschlaf ins Münchental bis ins Samnau und Hinderi. Dem war dann nicht so. Es hat wirklich mal müssen anfangen im geistlichen Bereich. Ich meine, der Suche der Stadt Bestes, was kann einer Region als Bestes passieren, als wenn die Menschen ihr Leben Jesus kennen, wenn sie durch Jesus von Neuem geboren werden. Das ist halt ein geistlicher Akt. Und geistliche Akt musst du geistlich vorbereiten. Darum das Erste, was wir gemacht haben, wir haben angefangen, die Leute zu mobilisieren, wieder für ihre Stadt, für ihr Dorf, für ihre Region, intensiv beten, unablässig beten. Und dann der nächste Schritt ist gesehen, Jesus, wir haben ja alles versucht im Engadin, in den Talschaften, Leute für Christus zu gewinnen. Wir haben Alpha, Beta, Gamma, Delta Kurs gemacht. Wir haben alles gemacht, was auf dem christlichen Markt so ein bisschen präsent war und hat wie nicht gegriffen. Und dann bin ich auf die Bibelstelle gestoßen im 1. Korinther 9,19, wo es heisst, wo der Paulus sagt, ich bin ein extrem religiös getriebener Mensch gewesen. Aber ich habe Christus kennengelernt und durch Christus bin ich frei geworden. Und dann sagt der Paulus, ich habe meine Freiheit genutzt, um mich zum Diener und zum Sklav von allen Menschen zu machen, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Und das ist das, was der Mensch will. Der Mensch will geliebt werden, der Mensch will geehrt werden. Und wir haben ganz einfach angefangen, unserer Nachbarschaft zu dienen. Wir haben ihnen Schnee geschaufelt, wir haben alten Leuten Sachen umgetragen, wir haben Tausende von Kaffees rausgelassen und die Leute geehrt. Wir haben ihnen zugelassen, über Stunden, über Tage. Meine Frau hat das beste Essen gekocht und der Tisch am schönsten dekoriert. Und so haben wir angefangen, links und rechts Menschen einzuladen, wo wir gefunden haben, das ist wieder dran. Und ich kann dir sagen, also spätestens nach dem 3. Mal sind wir mitten bei Jesus gelandet. Und so sind doch für eine Bergregion relativ viele Leute, würde ich sagen, haben eine persönliche Beziehung zu Jesus gefunden. Also lassen wir uns von dieser Corona-Zeit nicht aufreiben, sondern sind wir die Hoffnungsträger, die den Leuten Hoffnung bringen. Laden wir sie ein. Das 4. Glaubst darf man um einen Tisch sitzen. Die dürfen es, glaube ich, 10 Leute sein. Schauen wir, dass die Distanzen einhalten, 1,5 Meter, aber suchen wir, dass die Distanz zu den Herzen wieder näher werden. Tun wir ihnen dienen, tun wir sie ehren, hören wir ihnen ihre Nöte zu und dann hast du offene Türen. Ich habe noch nie ein Problem gehabt, den Leuten von Jesus zu erzählen. Und ich glaube, aber tun wir ihnen einfach dienen, sie ehren, ihnen zuhören, ihnen zeigen, sie sind kein Bekehrungsobjekt, wir lieben sie. Tun wir die praktische Liebe irgendwie ausleben und dann machen wir uns auch authentisch mit der Liebe, die Jesus uns gegeben hat und wie er sie erreichen will. Genau. Ja, aber es bedeutet auch mal, der muss ein bisschen hinterlitzen und etwas machen und eben einladen, dran sein, wo ist in meinem Umfeld etwas möglich. Merci vielmals für die Ermutigung, Sascha. Noch ein bisschen Herausforderung, das ist eben genial. Für bei euch noch nachher zu fragen, vor allem, was mich auch noch interessieren würde, bei dir, Edi Wäfler, wir sind ja jetzt auch heute am Anlass, wo wir so ein bisschen probieren, auch Impuls zu geben, könnte es etwas werden, wo wir mehr zusammen arbeiten können, wo wir auch euch können dienen als Allianz in Chur oder auch grösser gefasste Region. Du hast vorher mitbekommen in der Präsentation, dass wir auch so regional zugeschnittene Zeitungen vielleicht machen könnten, wo man den Christen ein Gesicht gibt. Könnte das etwas sein, wo du sagst, das hat Chancen? Chancen hat es auf jeden Fall. Aber ich habe noch nicht, wir haben ja schon die Zeitung schon gehabt, aber habe ich einfach müssen sagen, es war noch kleine Beteiligung im Verhältnis.
Aber das ist schon wieder Vergangenheit. Es ist wieder eine neue Zeit. Man muss es probieren. Oder? Also ich habe ja viel, die vom Unterland auf mich zukommen und sagen, könnten wir nicht das, jenes. Und da gibt es so Sachen, wo ich muss sagen, nein, ich glaube, es ist noch nicht der Zeitpunkt, aber ich könnte es machen. Aber wir brauchen mehr, mein grosses Anliegen ist, dass wir als Gemeinde zusammenstehen und wenn wir etwas machen, dass wir das miteinander machen, weil ich denke da immer, das ist eine grosse Kraft, oder? Genau. Und nicht nur Einzelne. Ja. Und das ist eigentlich immer noch der grosse Kampf. Und genau. Ich hoffe, dass Corona, die Zeit, das wirklich ein Ausfluss ist, dass man wieder spürt, wie wichtig dass es miteinander ist, oder? Und trotzdem, man kann seine eigene Kultur leben, das ist völlig legitim. Ja, super. Absolut, ja. Merci vielmals, Edi Wäffler. Gleich gefragt auch noch bei dir, so ein bisschen, Vinci, du hast vom Herausfordernden geredet, auch, was das bringt jetzt mit Corona und so. Aber jetzt haben wir vom Edi gehört, eine Hoffnung auch, etwas, was vielleicht zum Guten sich verändern kann, wo man uns neu bewusst wird und so. Was ist das, was du dort hier drinnen siehst, vielleicht auch an Chancen sogar? Ich glaube, die Zeit, die herausfordernd ist, schwierig ist oder war, oder für viele bleibt sie weiterhin angespannt. Ich glaube, für mich das Zentrale in dieser Zeit ist auch, dass man die Hoffnung nicht verliert selber, aber auch, dass man die Hoffnung weitergeben kann. Weil durch meine Tätigkeit, jetzt bei Battle Action, bin ich auch viel mit Sportlern konfrontiert, die genau dieser Hoffnungslosigkeit knagen und auch zweifeln. Die sind auf einem Top-Niveau unterwegs, die haben die besten Voraussetzungen zum erfolgreich sein im Leben. Aber trotzdem merke ich, dass das, was bei ihnen schwindet, ist nicht die Kraft und die Muskelkraft, sondern die Hoffnung, da, wo ihnen den Antrieb gibt, zum sein, da, wo sie sind und das werden können, wo in sie hineingelegt worden ist. Und ich glaube, da sind wir, glaube ich, auch dazu gesetzt, dass wir die Hoffnung können, weitertragen und die Hoffnung auch können teilen. Und da muss man nicht einmal auf den Marktplatz gehen. Das fängt schon ab dem Moment an, wo man zur Haustüre rausgeht und dass man die Hoffnung kann, weitergeben kann. Und so denke ich, dass wir als Hoffnungsträger, denke ich, den entscheidenden Punkt können setzen in dieser Zeit, wo so vieles untereinander stellt, so viel zu die Grenzen sprengt, die man vorher nicht vorstellen und nicht genau weiß, wie es weitergeht. Ich glaube, wenn wir die Hoffnung heraustragen und die Hoffnung setzen können wir einen entscheidenden Punkt setzen, dass die herausfordernde Zeit zu einer guten Zeit werden kann. Merci vielmals. Merci euch dreien für die Worte, die wirklich hineinreden, glaube ich, in die jetzige Zeit. Für die Region, aber auch, wir haben es ein bisschen im grösseren Umfeld natürlich jetzt auch gefasst. Das war mega interessant gewesen. Danke, Sascha Ernst. Danke, Vinci Carillo, Edi Wäffler. Und das ist ein Applaus wert für die Gäste. Danke vielmals.